Hallo und schönen guten Abend, Anja, oder guten Ofen, wie man ja in Luxemburg sagen würde. Und bei mir ist jetzt der Jérôme Lülling und er hat das Buch verfasst, die Luxdiko. Das ist das Wörterbuch Deutsch-Luxemburgisch. Habe ich das richtig gesagt? Genau. Luxemburgisch-Deutsch, Deutsch-Luxemburgisch, ich habe es erfasst, aber zusammen mit Herrn Schanen und Frau Welsch-Billig. Also ich war nicht allein an diesem Projekt beteiligt. Wie steht es generell um die Luxemburger Sprache? Mit diesem Buch möchten Sie ja auch gerne für die Jugend die Sprache wieder etwas attraktiver machen. Da vermischt sich ja schon viel mit Französisch und Deutsch. Wie ist Ihr Eindruck da? Ja, die Luxemburger haben dieses lexikalische Zapping im Kopf. Das bedeutet, weil sie eben so viele Sprachen können, können sie sehr wohl Wörter aus dem Englischen nehmen, aus dem Französischen, auch hin und wieder aus dem Deutschen. Und dann wird das Ganze dann kombiniert. Also wir haben eine außergewöhnliche kombinatorische Flexibilität bei den zusammengesetzten Wörtern. Da haben Sie zum Beispiel solche Wörter wie Sommerpneu, also das sind dann die Sommerreifen, Winterpneu, das sind dann die Winterreifen. Oder Sie haben auch Weekend-Chalet, das ist dann das Wochenendhaus, ja, Wochenendhäuschen. Ja. Und das ist, mein Punkt, ist es sehr interessant, weil man die lexikalische Bandbreite des Luxemburgischen fast nicht erschließen kann, weil eben, wie gesagt, diese verschiedenen Sprachen da im Luxemburgischen selbst reinwirken. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt mit den neuen Medien, SMS, E-Mail, Chat, haben Sie sehr viel geschriebenes Luxemburgisch, was es in dieser Form so nicht gab. Es gab immer Autoren, die Luxemburgisch geschrieben haben, aber dass die Jugend jetzt auch so massiv auf Luxemburgisch simst, das ist schon interessant. Habe ich auch in meiner Doktorarbeit analysiert. Allerdings muss man gestehen, da wir ja auf Deutsch alphabetisiert werden, wissen die meisten nicht, wie sie Luxemburgisch schreiben sollen. Und das ist allerdings auch kein größeres Problem, weil man versteht das. Trotz all dieser orthografischen Veränderungen. Allerdings wird es dann wiederum schwieriger für einen Deutschen. Wenn der zum Beispiel in einen luxemburgischen Chatroom reingeht, ja, ich glaube nicht, dass der sehr viel versteht. Und diese Wörter habe ich teilweise in meiner Doktorarbeit analysiert und die sind dann auch hier im Luxdiko mit enthalten. Man muss allerdings immer vorsichtig sein bei solchen Neologismen, weil viele sind nur Modeerscheinungen und wenn der Apparat erst einmal nicht mehr funktioniert oder durch einen anderen ersetzt wird, sprich VHS-Kassetten, ja, interessiert halt keinen mehr. Ja. Okay, die Wörter sind also auch nochmal in dem Luxdiko zu finden und diese Luxdiko gibt es natürlich auch demnächst in der Region zu erhalten, besser gesagt in Trier im Interbook zum Beispiel. Welche Möglichkeiten gibt es noch, dieses Buch zu beziehen? Ja, Sie finden auf der Internetseite luxdiko.com oder luxdiko.de oder luxdiko.lu, ich habe mehrere Adressen, finden Sie dann auch den notwendigen Link zum Verlagshaus Edition Schoptchen und da kann man es auch über Internet kaufen. Oder vielleicht einmal, wenn Sie in Luxemburg sind, da müsste es in allen Büchereien, in allen Buchläden müsste es erhältlich sein. Da bedanke ich mich vielmals dafür und wünsche viel Erfolg damit und wieder zurück zu dir ins Studio, Anja.